Hallo, herzlich willkommen. Neues Let's Play. Diesmal spiele ich Faster Than Light, kurz FTL. Ein kleines Nischenspielchen, das ich vor, ich glaube, 2, 3 Jahren ziemlich intensiv gezockt habe. Macht wahnsinnig viel Spaß. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein riesen Pixelhaufen. Auf den zweiten Blick ja, sieht es immer noch aus wie ein riesen Pixelhaufen, ändert sich nichts. Es ist kein Spiel für grafikvernarrte Spieler, sondern hier liegt echt die Qualität im Gameplay. Ja, ich möchte da gar nicht wahnsinnig viel dazu vorausplappern, das werdet ihr alles im Laufe des Spieles sehen, weil es jetzt schon ein bisschen her ist, dass ich das Spiel das letzte Mal gemacht habe, werde ich einfach nochmal so ein bisschen reinzukommen, die erste Staffel mit dem Startschiff spielen. Das ist die Kestrel, das Standard-Föderationsraumschiff. Einfach so ein kurzer Überblick. Ihr seht, es gibt insgesamt 10 Typen von Raumschiffen. Jedes hat so seine eigenen Vorzüge, sein eigenes Layout, eigene Besatzung. Es gibt verschiedene Rassen. Ja, werden wir dann eins nach dem anderen anschauen. Jetzt zu Beginn Kestrel, und noch zu erwähnen, es gibt dann pro Schiff gibt es sogar noch 3 Typen. Layout B, C. Die müssen sich alle frei spielen. Ja, ich habe schon einiges freigespielt, noch nicht alles. Da können wir dann vielleicht ein bisschen schauen. Hier zum Beispiel der Federation Cruiser Typ A. Da fehlt mir noch der zweite. Das steht dann auch immer drin, was man erreichen muss. Ja, eins nach dem anderen. Jetzt nicht groß plappern, sondern loslegen. Ja. Ich sagte gar nicht viel dazu. Das ist unser Schiff, unser Layout. Es hat verschiedene Räume. Cockpit, das ist die Überwachung, Türkontrollsystem, die medizinische Abteilung, Shields, Generatoren, Raum, Waffenraum, Maschinenraum und dann noch die Sauerstoffproduktion. Die anderen Räume, die sind leer. Überall gibt es Türen, auch nach außen. Dann habe ich Besatzung, ich starte mit 3 Menschen. Menschen sind, ja, wie hier auch schon beschrieben ist, oben rechts, Humans are common and uninteresting, also langweilig und ja, normal. Ihr Vorteil ist, dass die Skills ein bisschen schneller sich verbessern. 3 Menschen. Dann habe ich 2 Waffensysteme. Einmal ein Artemis, das ist ein Raketenwerfer. Dann komme ich dann später dazu. Und Burst Laser 2, ich glaube, bin gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, das ist echt eine der besten Waffen im Spiel. Ja, wird uns viel Spaß machen. Was gibt es noch zu sagen? Hier sind die verschiedenen Schiffssysteme, das schauen wir dann auch im Laufe vom Spiel an. Dann habe ich die Advanced Edition Content, ist natürlich eingeschaltet, wir spielen auf normal und los geht's. Ja, worum geht es überhaupt in diesem Spiel? Wir spielen als die Föderation. Das ist die etablierte Macht, die wurde aber von Rebellen herausgefordert und ja, wird ziemlich arg in Mitleidenschaft gezogen durch stetige Angriffe der Rebellenflotte. Wir haben hier irgendeine Disk. Steht hier irgendeine Disk gefunden, die bei der Abwehrschlacht gegen die Rebellen helfen soll. Die müssen wir ins Hauptquartier bringen. Das ist über, ich glaube, insgesamt 8 Sektoren, die wir durchfliegen müssen und verfolgt von der Rebellenflotte. Also wir müssen aufpassen, dass sie nicht eingeholt werden. Ja, und unser Weg freikämpfen bis zum Hauptquartier. Und dort gibt es dann die finale Schlacht gegen das Riesenschlachtschiff der Rebellen. Ja, bis dahin wird es noch ein Weilchen dauern. Deshalb mal so ganz grundsätzlich Mechanik. Ich habe hier das Schildsystem. Seht hier, Schilde können ganze 4 Punkte haben, 4 Stufen, das heißt, dass 4 Treffer absolviert werden können. Pro Punkt brauche ich 2 Schildgeneratoren, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe hier 2 Schildgeneratoren, gibt mir einen Punkt, der ist aktiv, entsprechend habe ich hier auch so ein Schutzschildding, würde ich den ausschalten. Mache ich denn das? Achso, genau, dann würde natürlich dann auch der Shield weggehen. Jetzt bin ich noch in Pause. So, Pause kann ich abschalten hier.
Und entsprechend werde ich den Schild weg. So, jetzt baut wieder auf. Zack, und ich habe wieder ein bisschen Schild. Dann Triebwerke. Hauptsächlich interessant für Dodge. Und wie schnell das der FTL-Antrieb aufgelassen wird. Das Dodge ist ausweichen. Dann habe ich die Medbay, die Medizinstation, die ist auch mit Energie versorgt. Hier in diesem Bereich sage ich, wie viel von meiner Energie, die meine Reaktoren produzieren, wohin verteilt werden. Ein Punkt ist natürlich in Sauerstoffproduktion, und die Waffensysteme sind jetzt noch nicht aktiviert. Ich sehe, ich habe noch 3 freie Punkte bei der Energie beim Reaktor, also werde ich jetzt hier meinen Raketenwerfer und mein Burst Laser aktivieren. Ja, ich denke, die Kriegssysteme schauen wir nachher an. Dann habe ich noch Subsysteme. Das ist einmal das Pilotensystem. Das brauche ich, um überhaupt einen Sprung ausführen zu können. Plus gibt es auch noch zusätzlich Ausweichen. Hier sind immer noch die Werte. Im Moment habe ich 15% Ausweichchancen von zum Beispiel Raketen oder Lasertreffern. Dann die Sensoren zeigen zum einen zeigen nur die Räume und das Innere von Fremdschiffen an. Im Moment habe ich nur Level 1, das heißt, ich sehe nur den Raumtyp. Dann habe ich noch ein Türsystem. Das ist noch wichtig. Zum einen, wenn ich gebordet werde von anderen Rassen, anderen Raumschiffen, dann ist das die Widerstandsfähigkeiten der Türen, die ist natürlich im Moment sehr, sehr wenig. Zum anderen aber auch sind Türen feuersicher, das sind sie im Moment noch nicht. Das heißt, Feuer kann einfach durch. Wenn ich die ausbaue, dann werden sie noch feuersicher, dann breitet sich Feuer nicht so schnell aus. Gut, was gibt es noch zu sagen? Hier oben ist der Rumpfzustand. Ist im Moment voll bei 25 Punkten, waren es, glaube ich. Habe ich noch eine Übersicht über Treibstoff. Ich kann 16 Sprünge ausführen im Moment. Ich habe 8 Raketen an Bord und ich habe 2 Drohnenparts, dazu dann später mehr. Ich kann hier noch das Schiff anschauen. Hier sind noch meine Systeme, die kann ich dann natürlich upgraden. Die Währung ist Scrap, habe ich im Moment 10 davor, also irgendwelchen Schrott. Den braucht man zum Einkaufen, zum Handeln und zum Upgraden, zum Beispiel vom Reaktor, von den Haupt- und den Subsystemen. Was habe ich noch? Ich habe eine Übersicht über die Crew. Ich kann maximal 8 Leute mitnehmen, auch von verschiedenen Rassen. Macht es natürlich interessant, weil die haben verschiedene Fähigkeiten. Und hier sehe ich einfach einen Überblick, was ich so für ein Equipment habe. Im Moment meine 2 Waffensysteme. That's it. Gut. Das zu den Basics. Legen wir los. Natürlich nicht so, sondern ich werde hier einen Sprung machen. Dann komme ich zum Sektorenkarte. Ich bin Sektor 1, das ist ein ziviler Sektor. Was gibt es hier zu sagen? Ich starte meistens irgendwo links und muss nach rechts zum Exit Point. Da komme ich in den nächsten Sektor, das bevor mich die Rebellenflotte erreicht. Im Moment ist sie noch nicht auf der Karte, die wird dann irgendwann auch auf der linken Seite auftauchen. Was habe ich noch? Ich habe eigentlich Sprungpunkte überall, die sind miteinander verknotet, das sehe ich. Zum Beispiel, teilweise gibt es Exit-Punkte, die sind nur über einen Sprungpunkt erreichbar, da muss man schon frühzeitig planen, dass man den erreicht. Ist jetzt bei dem ein bisschen unproblematischer. Was noch speziell ist, ist hier diese Nebula. Das ist so ein Nebel mit blauen umrandeten Sprungpunkten. Hat den Vorteil, dass die Rebellenflotte uns nicht so schnell lokalisieren kann und langsamer vorwärts kommt. Das heißt, ich kann mir abspringen und absuchen. Hat allerdings den Nachteil, dass unsere Sensoren total nicht funktionsfähig sind. Finde ich aber der Vorteil ist größer als der Nachteil, deshalb werde ich versuchen, den Nebel abzufliegen. Dann sehe ich hier noch, ich habe hier schon einen Handelspunkt, das ist natürlich jetzt zu Beginn ein bisschen blöd, weil ich habe gar nichts zum Handeln. Der liegt aber sehr zentral, deshalb versuche ich mal ein bisschen hier die Punkte rundherum abzufliegen. Die Hoffnung, dort ein bisschen Scrap zu looten. Und vielleicht hat der Handelsstützpunkt ja ganz was Nettes im Angebot. Ja, gut, los geht's. Also bei dem ersten Sprungpunkt, was haben wir hier, ist eine große Handelsstation. Aber als wir da in die Nähe kommen, da kommt eine Warnung raus, die an alle Schiffe in der Region geht, dass man nicht mit der Föderation sympathisieren soll. Und alle, die gegen die Rebellen sind, werden gepeinigt.
Ist jetzt nicht so toll für uns. Ich werde jetzt trotzdem einfach mal ein bisschen gucken, ob es irgendwas zu handeln gibt. Tja, war wohl nichts. Wir haben mit der falschen Person gesprochen. Und die hat natürlich sofort die Rebellen kontaktiert. Entsprechend ist hier ein unbemanntes Rebellenschiff, ein Autohacker, aufgetaucht. Der hat ein Hacksystem, das sieht man hier drüben. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als unseren ersten Kampf zu tätigen. Also, jetzt schaue ich mal schnell an. Der scheint hier eine Beamwaffe zu haben und das weiß ich jetzt nicht. Sehen wir, wenn sie ausgefahren wird. Das Hacksystem, das kann natürlich ganz übel sein, je nachdem, wo es andockt. Schauen wir mal. Dann hat er ein Schutzschild. Meine Waffensysteme, die werden bereits schon aufgeladen, sobald ich die Pause löse. Ich habe zum einen diesen Burst Laser Typ 2, der macht 3 Schaden mit einem, der schießt einen, macht 3 Schaden. Falsch, der schießt 3-mal und macht pro Schuss einen Schaden, so ist das korrekt. Das sind noch wichtige Details, das werden wir dann im späteren Spielverlauf sehen, wie man Schilde knackt und Schaden anrichtet. Der hat jetzt nur ein Shield, das heißt, ich werde mit dem eigentlich ziemlich sicher ein Schild durchdringen können und auch Schaden in ein System machen. Ich ziele auf das Waffensystem, weil ohne Waffensystem macht der Gute keinen Schaden. Rakete werde ich hier nicht einsetzen. Ich denke, das ist nicht nötig, es sei denn, das Hacksystem kommt schlimm. Schauen wir mal. Also, das Hacksystem wurde abgeschickt. Haben wir hier ganz kurz gesehen. Jetzt wird es irgendwo hier bei mir landen. Zack. Es hat die Sensoren getroffen. Was macht es jetzt? Meine Sensoren sind natürlich ausgefallen, ist nicht schlimm. Und die Türen zum Sensorenraum sind ebenfalls deaktiviert. Ist in diesem Fall auch nicht schlimm. Ach, Moment, ich sollte eigentlich diesen hier in den Schildraum schicken. Das heißt, es gibt natürlich, kurz Pause zum Erklären, gewisse Boni auf die Räume, wenn ein Besatzungsmitglied drin steckt, hängt auch noch von der Rasse ab. Hier sind die Schilder schnell aufgeladen, hier sind die Waffensysteme schnell aufgeladen, das Cockpit brauche ich einfach jemand. Währenddem, so, jetzt speichere ich noch schnell die Position von meiner Crew, so, Standard. Jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. Ich glaube, gepasst. Ich glaube, ich brauche mal einen Schluck Wasser nach allen geploppt. So, dann klappt es mit dem S auch hoffentlich wieder. Ich glaube, das war eine Bombe oder irgend so ein Ionenteil und das ist ein Beam. Beam kommt nicht durch Schilder durch. Das heißt, solange mein Shield aktiv ist die Waffe sinnlos. Schauen wir mal. Ja, das war jetzt natürlich gutes Timing. Was ist passiert? Diese Ionenwaffen hat mein Schutzschild ausgeschaltet. Und der Schutzschild ist im Moment auch nicht einsatzbereit. Und während der Schild unten war, konnte die Beamwaffe hier einen Raumstreifen, hat den Schild beschädigt. Ich habe trotzdem auch geschossen mit meinem Laser und ich habe sein Waffensystem ausgeschaltet. Die sind jetzt eingefahren, das heißt im Moment kann er nichts machen. Jetzt warte ich mal, bis der Laser ladet. Bei den Waffen kann ich auf Autofire schalten, dann wird einfach, sobald er aufgeladen wird, geschossen, dorthin wo er markiert ist, oder ich mache es manuell. Ich mache es ja eigentlich lieber manuell, es sei denn, der Fall ist klar. Ich könnte jetzt einfach permanent hier draufballen und ja, läuft. Ich möchte es jetzt ein bisschen spannender machen, das heißt, ich schieße jetzt mal auf den Shield, damit der weg ist. Nächster Schuss mache ich dann wieder auf die Waffensysteme. Der Shield wurde mittlerweile repariert, ist aufgebaut. Ja, der Hacker, der ist einfach einen gewissen Zeitraum aktiv, dann deaktiviert er sich wieder. Okay, ich mache jetzt doch Autofire, dann kann ich mich mehr aufs Platten konzentrieren, weil viel gibt es hier eh nicht mehr zu tun. Das Schiff ist zerstört. Was bekomme ich? Eine Rakete, ein Drohnenteil 15. Scrap. Ja, immerhin. Dann geht es mal zur nächsten Location. Natürlich sollte man möglichst viele Sprungpunkte abfliegen, um möglichst viel zu looten, um eigentlich dann in der Schlussphase ein möglichst starkes Schiff zu haben.
Eigentlich altes Spielsystem hier habe ich. Ein weiteres automatisiertes Rebellenaufklärungsschiff, das eine kleine Treibstoffaußenposten angreift. Im Moment ist es noch neutral, aber ich werde natürlich dem Außenposten helfen. Rebellen, das Pack muss weg. Jetzt wird es rot und somit feindselig. Es scheint genau die gleiche Konstellation zu sein. Waffensystem ein bisschen anders. Schauen wir uns das mal an. Oh, der war aber echt schnell. Also der hat einen Raketenwerfer und so einen Ionenteil. Wichtig, der hat das Medbay ausgeschaltet, ist nicht schlimm. Der Ionen, die Schilde. Ja. Okay. Was noch wichtig zu sagen ist, dass die Raketen immer durch die Schilde hindurchkommen. Also Schilde sind total ineffizient gegen Raketen. Macht sie ja nützlich, um zum Beispiel Schildsysteme zu zerstören oder irgendwas zu priorisieren. Okay, Medbay ist egal, Shield wird aufgeladen, seine Waffensysteme sind ausgeschaltet und ich muss jetzt einfach noch ein Autofire auf die Waffensysteme bauen. Und die Sache ist schon bald erledigt. Der kann sich nicht mehr wehren. Hat mir trotzdem 2 Schaden gemacht, der Böse. So, das war's. Tschüss, Rebellenschiff. Treibstoffdrohnen und 10 Scrap plus der Außenposten bedankt sich bei uns. 2 Raketen, eine Drohne, 16 Scrap, dankeschön. Es ist nicht massig viel. Was man jetzt sieht, die Rebellen sind aufgetaucht. Was ich hier sehe, ist, was sie in der nächsten Runde an Gebiet erobern werden, das rote. Da bin ich jetzt noch weit weg, jetzt überlege ich mir, soll ich noch in Nebula... Ja, ich werde noch den Nebula machen. Um noch ein bisschen, hoffentlich mehr Scrap abräumen zu können. Okay. Nebula ist hier. Was haben wir hier? Ein Mantis-Schiff. Das ist so eine insektoide Kriegerrasse. Ja, die greifen uns einfach an unter dem billigen Grund, dass sie keine Telemetrie hier haben, weil ihre Sensoren tot sind. Jetzt wollen sie einfach unsere Telemetrie holen. Ja, toll. So läuft das heutzutage. Ich schaue mal schnell, der hat einen Raketenwerfer plus einen Zweifachlaser. Und Mantis machen sehr oft auch Boarding-Angriffe. Ist es blöd, die können natürlich einfach hier durchlatschen. Werde ich dann vermutlich meine Crew in der Medbay sammeln müssen. Ja, ich sehe gerade, ich sollte hier noch, kriege ich noch ein bisschen mehr. Ne, das bringt gar nichts, weil ich habe eh niemand dort. Na gut. Also ein Schildpunkt, das heißt, ich werde wieder dasselbe Procedure nehmen. Und ich muss mich jetzt darauf achten, jetzt sieht man, die Türen hat sich geöffnet, sie haben den Teleport aktiviert, die tauchen jetzt irgendwo bei mir auf. Intruders, ich habe gesehen, hier hat sich was bewegt. Ich werde jetzt meine Leute in die Medbay schicken, da ist er nämlich. Hat den Vorteil, in der Medbay zu kämpfen, dass meine Leute geheilt werden. Ah, ich habe hier noch einen blöden Fehler. Das sehe ich gerade gemacht. Deshalb muss ich jetzt die Rakete einsetzen, werde ich nachher erklären. Okay. Das wurde erledigt. Jetzt schicke ich die Leute zurück, damit sie meine Waffen reparieren. Ach, das wird jetzt eine teure Schlacht werden, das war ganz blöd. Oh, das tut weh. Wegen einem kleinen Fehler meinerseits, das ich nicht mehr beachtet habe. Okay, ich kann den zumindest jetzt laden. Ja, was ist das Problem? Wenn mein Waffenraum angegriffen und Schaden nimmt, dann ist immer das System, das am meisten rechts ist, wird deaktiviert. Ah, jetzt habe ich noch einen Hüllenbruch. Zum Glück ist das Schiff kaputt. Ich habe beträchtlichen Schaden genommen. Viel zu viel. Naja, das war jetzt Lernen. Ich werde deshalb auch meine Waffensysteme in der Reihenfolge ändern. Das heißt, wenn jetzt etwas beschädigt wird, ist erstmal der Artemis weg und nicht der Burst Laser.
Das hat mir jetzt wirklich sehr, sehr viel gekostet. Jetzt habe ich hier ein bisschen ein Problem. Ja. Also ich werde hier... Ich möchte eigentlich meine Türen öffnen, das kann ich aber nicht. Ich muss hier jetzt die Türsysteme reparieren, dann werde ich meine Türen öffnen, weil hier habe ich einen Hull Break. Der muss noch hier rüber. Gar nicht gut. Okay, jetzt werde ich die Türen öffnen. Dann verteilt sich der Sauerstoff ein wenig. Und in der Zwischenzeit werde ich versuchen, das Loch hier zu stopfen, das ich im Cockpit habe. Der muss in die Medibay. Der ist ein bisschen geheilt. Schicke ich jetzt hier hin zum Reparieren. Los, stopf das Loch. Ist der Fall, okay. Der Sauerstofflevel steigt wieder. Dann heile ich noch alle durch. Die Türen werden wieder geschlossen. Ja, das war jetzt eine üble Episode. Für ein bisschen Scrap. Dann in die Ausgangsposition. Und ich schaue jetzt im Laden vorbei. 65 Scrap ist nicht viel, aber wer weiß. Okay, Handel. Ja, was kann man so kaufen? Man kann Treibstoff, Raketen, Drohnenteile, man kann den Rumpf reparieren. Mache ich jetzt noch nicht. Ich kann neue Crewmitglieder, da wäre vielleicht dieser Rockman interessant, weil die sind immun gegen Feuer. Sind zwar ziemlich langsam, haben dafür aber auch mehr Hitpoints. Die sind toll, einfach um Feuer zu löschen. Es gibt auch immer spezielle Missionen, die man findet unterwegs, und je nachdem können dann verschiedene Rassen ziemlich nützlich sein oder eigentlich der entscheidende Faktor, um die Mission zu lösen. Was habe ich noch? Ich könnte ein Drohnen-Control-System kaufen, damit könnte ich Drohnen bedienen. Das kann ich mir, das ist noch zu früh, mache ich vielleicht später. Teleport dasselbe und Tarnsystem dasselbe. Schau noch schnell. Auf dem zweiten Teil, das sind einfach nur Drohnen, die ich hier kaufen kann. Es gibt verschiedene Drohnentypen. Das ist zum Beispiel eine Beam-Drohne, die ein Beam-Waffensystem hat, dann ein Verteidigungssystem. Die sind eigentlich interessant, vor allem ich finde den Typ 1 fast interessanter als Typ 2, weil Typ 1 schießt nur Raketen ab, Typ 2 beides. Das heißt, passiert oft, dass er den Laser abschießt und dann die Rakete durchkommt. Ich finde die Raketen gefährlicher. Und ich habe hier noch so einen Reparaturdruiden, der in meinem Schiff umherflitzen würde. Zum Reparieren ist sicher auch lustig, kann ich mir nicht leisten. Das Problem ist jedes Mal, wenn ich so eine Drohne starte, verliere ich einen Teil und bekomme ich nicht wieder zurück. Es sei denn, ich habe ein Spezialsystem, das sehen wir vielleicht später. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe hier nichts Interessantes, bis auf den Crewman. Eigentlich, ich kaufe den jetzt trotzdem mal. Der ist lahm, den schicke ich hier nach hinten. Dann sollte ich jetzt auch wieder den Bonus für den Antrieb bekommen. Genau, 15. Und ich glaube, jetzt sollte auch erhöht werden. Genau. Ich werde einfach den Strom von Medbay auf den Antrieb umswitchen und die Medbay dann wieder aktivieren, wenn ich sie auch brauche. Gut, 10 Scrap, damit kann ich nichts mehr machen. Die Rebellen kommen neu. Ich fliege jetzt mal... Ja, ich fliege jetzt hier mal den Nebula ab und dann schaue ich weiter. Was haben wir hier? Schon wieder ein Mantis-Schiff? Oh mein Gott. Mindestens so eine Raketen. Ja, da gibt es gar nichts viel zu sagen. Sie greifen gleich an, ohne Kommentar. Laser auf Waffensysteme. Ich habe natürlich hier wieder die Intruder, Walking Counter. Ich meine, Waffensysteme sind relativ stark im Kampf. Aber gegen 4 habe ich natürlich keine Chance. So.
ich wieder zurück. Ach, den habe ich noch nicht gespeichert. Mache ich jetzt. Hier sieht man auch, die gewinnen natürlich noch Erfahrung, meine lieben Leute. Je nachdem, wo sie gerade eingesetzt werden und ob das System benutzt wird. Der ist noch frisch. Und das ist mein Waffenoffizier, hat hier schon ein bisschen Erfahrung bei jedem Schuss gewonnen. Pilot, glaube ich, nur beim Ausweichen. Und Shield, wenn er, ich glaube, der Shield getroffen wäre. Gut, was haben wir hier? 3 Treibstoff, ja, das ist ganz ordentlich. Weiter geht's. Rein in die Nebula. Ach, jetzt hätte ich noch ein bisschen Zeit aus. Es ist etwa halb so großer Fortschritt. Ja, was haben wir hier? Hier habe ich ein schwer beschädigtes Schiff gefunden. Scheint irgendwie aus einer alten Schlacht noch dort rumzugeistern. Wir wollten ein bisschen Zeug, Schrott aufsammeln, bis wir feststellen, dass irgendjemand sich an unser Schiff geschmuggelt haben. Also wir haben hier ein bisschen Teile gelootet. Und wir haben einen Intruder. Der kommt hier. Oh, mehr als einer. Auch hier noch eine kleine Besonderheit, die ich anmerken muss. Wir sind nicht nur in Nebula, sondern der Nebula hat noch einen Plasmasturm und der Plasmasturm halbiert die Reaktorenleistung. Entsprechend sieht sie ganz übel aus. Zum Glück müssen wir aber nicht angreifen. Ich werde jetzt hier mal die wichtigsten Systeme mit Energie versorgen. So. Hier muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich die Leute rechtzeitig raushole. Damit mir hier niemand stirbt. Jetzt sind mir die Schilder kaputt, ich muss schnell durchheilen. Ist hier noch? Ich soll noch 4, ne? Ne, hier ist nichts mehr drin. Ja, Medbay ist natürlich immer am besten, weil da werde ich permanent geheilt. Auch hier drüben scheint noch einer zu sein. Ist so uns in Systembeschädigung kriege ich auch Rumpfschaden. Ist natürlich nicht so lustig. Also, die gehalten, die reparieren mal. So. Alles repariert. Dann gehe ich wieder zurück in die Ausgangsposition. Ich brauche ein bisschen Energie auf den Antrieb, sonst komme ich hier nicht weg. Nächster Nebula-Sprungpunkt, hoffentlich mit ein bisschen mehr Glück. Jawohl, also der ist wieder weg. Ich habe wieder volle Energie. Werde ich dann gleich einschalten müssen. Was habe ich hier? Ich habe jetzt schon wieder so ein automatisiertes Schiffchen. Ja, das hat hier geschlafen, gehört zu den Rebellen, sieht uns, greift uns an, nicht viel zu sagen. Also, erstmal den Schild wieder aufladen, dann Waffensystem, Antrieb. Gut, das könnte jetzt ins Auge gehen. Ich habe hier eine Strahldrohne, Beam Drone, oder? Ich glaube, der Schild ist natürlich noch nicht aufgebaut. Ich habe hier ein Raketensystem. Ja, ich werde hier wohl ein bisschen Schaden einstecken, bis ich das Ganze weggeballert habe. Das war Glück. Jetzt habe ich aber immer noch die Rakete, die werde ich, die wird durchkommen. Solange der Schild steht, ist diese hier problemlos. Gut. Ich werde mal den Schild wegballern. Dann gehe ich wieder aufs Waffensystem.
Ich glaube, die haben ja gar keine Leute drin, also... Oh, doch, die reparieren trotzdem. Scheint auch automatisiert zu sein. Naja. Weg ist er. Ja, okay, vom Loot her. Ich schaue noch schnell, hier gab es einen Einschlag, ob ich hier einen Hüllenbruch habe. Nein. Habe ich nicht. Hier gibt es Instant Distress Beacon, das kann alles mögliche sein. Eine Falle oder jemand, der Hilfe sucht. Zuerst aber noch den letzten Nebula-Sprungpunkt. Ja, schon wieder ein Rebellenschiff. In der Nähe von einer kleinen Rebellenstation. Ja, ich würde sagen, ich greife das Schiff an. Ich will die Station anschauen. Ich sehe einen Rebellenpack. Hier habe ich 2 Lasersysteme. Und ich glaube, das ist auch ein Burst Laser. Oh, das ist übel. Ich denke, ich werde hier eine Rakete... Ja, ich werde hier eine Rakete einsetzen. Die ist ein bisschen schneller geladen als der Burst Laser. Ich hoffe, ich kann die Waffensysteme so ausschalten, bevor dieser ballert. Nein, leider nicht. Leider nicht, aber jetzt ist er weg. Ja. Ja, schicke ich den mal zur Reparatur. Schon ziemlich viel Schaden genommen, das macht ein bisschen Sorgen. Noch nicht wirklich toll gelootet, mal 16 Scrap von Schiff, dann werde ich die Station angucken. Okay, da wurden Waffen gelagert, die kann ich auch einsammeln. Zum einen gibt es nochmals 8 Scrap und so einen Jungen. Stunner. Schauen wir uns den schnell an. Damit kann ich Systeme beim gegnerischen Schiff deaktivieren. Machen aber keinen physischen Schaden. Plus die Crew in diesem Raum wird auch für 5 Sekunden außer Gefecht gesetzt. Ja, ist eigentlich gar nicht so übel. Braucht 1 Power, 10 Sekunden Ladezeit. Ja. Um den zu aktivieren, bräuchte ich jetzt noch einen zusätzlichen Punkt in der Energie. Könnte ich notfalls auch hier abziehen. Und ich muss aber auch die Waffensysteme um einen Punkt erweitern. Schade, sind hier nicht alle Informationen. Ich muss mal schnell die Sekunden, die Ladezeiten. Der hat 12 Sekunden, der hat 11, 10. Der wäre so schnell als die Artemis. Okay, ich aktiviere den mal. Eigentlich sollte der besser sein, um schnell was auszuschalten. Ich werde aber trotzdem noch Waffensysteme 35, 20. Ja, so. Dann kann ich die Artemis auch noch aktivieren. Haben wir ein bisschen mehr Feuerkraft. Beziehungsweise nicht mehr Feuerkraft, aber das Deaktivieren ist natürlich nützlich. Gut, weiter geht's. Also, für den Exit muss ich entweder hier oder hier rein. Ich möchte noch ein bisschen... Ja, jetzt ist es natürlich noch halb, danach kommt er wieder schneller. Ja, ich gehe mal hier hin, dann habe ich ein bisschen bessere Übersicht, was sonst noch so rumgeistert. Was haben wir hier? Hier haben wir intelligente Lebensform entdeckt auf einem nahegelegenen Planeten. Ja, und da haben wir keine Einträge in der Datenbank. Schauen wir mal nach. Wir landen mit dem Shuttle auf einem riesigen Feld. Und dort haben wir 6-beinige Pferde-ähnliche Tiere.
Ja, und die fragen uns, ob es das ist, dass unsere Scans gefunden haben. Ja, jetzt kann ich machen, entweder ich versuche freundlich, friedlich mit ihnen zu kommunizieren oder dass ich sie an Bord nehme, um es zu verkaufen. Boah, ich versuche mal nett zu sein, ich spreche mit ihnen. Das scheint nicht zu funktionieren. Sie schauen uns einfach ruhig an. Als wir dann gehen wollen, da springt eine Kreatur vorwärts und schiebt uns vom Schiff weg. Und ja, es sieht aus, als ob wir ihm folgen sollen. Das machen wir auch und wir finden eine Absturzstelle von einem Engi-Ship. Das ist so eine Ingenieur-Rasse, die sind ziemlich cool und ich sehe schon, ich bekomme auch einen. Ja, und da ist tatsächlich noch so ein Engi drin, den können wir reaktivieren und der schließt sich uns an. Werde ich euch nachher gleich schauen, warum die so toll sind. Plus noch ein bisschen Loot und ein Augment Steel Swap. Schauen wir uns auch gleich an. Das war ziemlich cool. Also Stealth Weapons. Ich kann insgesamt 3 Augmentations einbauen. Das ist natürlich toll, wenn ich ein Tarnschiff habe, weil dann kann ich die Waffen im Tarnmodus abschießen, ohne enttarnt zu werden. Nützt im Moment nicht viel, kann ich ja auch verkaufen, je nachdem. Schauen wir mal. Und den Engi. Ja, ist so eine Mischung zwischen organisch und mechanisch, die Rasse. Und sie sind die Universum-besten Engineers, die es überhaupt gibt. Das heißt, sie reparieren doppelt so schnell, sind allerdings beim Kampf ja, nicht zu Gebrauch, machen nur halb so viel Schaden. Aber weil sie so toll zum Reparieren sind, stecke ich die immer in das wichtigste System. Das ist für mich das Waffensystem. Das heißt, der wird jetzt neuer Waffenmeister. Und der Gute hier, ja, schicke ich hier hin. Weil das sind die Dinge, die man wirklich lernen kann. Die 4 Positionen, ich glaube der Rest nicht. Schauen wir schnell, Cockpits. Ja, genau. Es gibt insgesamt 6 Skills, das sind die 4, die jetzt belegt sind, wo die Skills besser werden. Plus noch Reparatur und Kampf, das heißt, der Gute hier, den schicke ich in den Türraum, dann habe ich die Türen um ein Level improved, dann sind sie brandfest, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Intruder können auch nicht mehr einfach hindurchgehen, sie müssen sie erst weghauen. Nützlich. Gut, das war ein toller Fang, weiter geht's. Hier könnte ich jetzt noch hin. Ich werde auch noch wegkommen. Aber ich möchte doch mal beim Distress Beacon vorbeischauen, vielleicht ist es wirklich ein Notruf. Scheint nicht sein, das ist eine Falle. Und zwar ein Piratenschiff. Dankeschön. Naja, hoffentlich haben sie guten Loot. Sie haben eine Rakete und ein Lasersystem. Raketen hasse ich. Ein Schutzschild. Das heißt, ich mache jetzt fast same procedure as every year. Einfach mal zum Ausprobieren von diesem Ion Stunner. Wenn ich den auf das Waffensystem schieße, dann müsste eigentlich auch Waffen deaktiviert werden. Oder kommt er gar nicht durch, weil noch ein Schild aktiv ist? Das könnte auch sein. Schauen wir mal. Genau, also der Schild war aktiv, der wurde jetzt aber vom Ionen-Ding deaktiviert. Treffer der Rakete konnte nicht vermieden werden. Dann möchte ich den Ion-Stunner auf den Schutzschild. Das ist praktisch. Gut, die merken, dass sie uns unterlegen sind und bieten uns ein bisschen Kohle an. Ist nicht viel, aber ich weiß nicht. Nee. Sterben sollt ihr für euch hinterhältige Falle. Das ist eigentlich noch praktisch, um die Schilde auszuschalten.
Zack und weg. Ja, okay, nicht wirklich viel mehr. Rumpf auf Hälfte, müsste ich schon mal ein bisschen an die Reparatur denken. So, jetzt hier, das ist noch zu früh, also räume ich den noch ab. Was haben wir hier? Der ist noch neutral. Ein speziell gut bewaffnetes Piratenschiff kommt auf uns zu. Sie möchten von uns ein Crewmitglied und der Rest darf dann wegfliegen. Ihr habt es ja wohl nicht alle. Ja, ich kann den jetzt ausliefern oder eben nicht. Nichts da. Also kommt es zum Kampf, weil nicht anders zu warten. Ich habe hier 2 Lasersysteme. Ja. Same Procedure mit Ionenstunner und Burst Laser 2 auf die Waffensysteme. Feuer frei. Eigentlich toll, wenn ich, weil einer kommt jetzt durch, hatte ich Glück, dass er mich verfehlt hat. Ich müsste mal den Shield aufrüsten. Hätte ich den jetzt auf Stufe 2, dann wäre er überhaupt keine Bedrohung. Ich glaube, das ist sogar so ein Space-Schneckenschiff. Gut. Auch sie merken, dass sie unterlegen sind, deshalb bieten sie uns ihren Sklaven an. Das ist ein Mensch. Ne, ich spekuliere mal drauf, dass ich den auch bekomme, wenn ich das Schiff zerstöre. Aber Scrap wäre jetzt eigentlich fast ein bisschen besser, weil im Moment habe ich alle wichtigen Positionen belegt. Auch wenn zusätzliche Crew ist natürlich immer gut. Guck nicht mal. Ne, gab keine Person, dafür Scrap und Raketen. Okay. Also, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Das ist ein Zug. Ungefähr 2, 3, 4. Ich denke, ich habe noch 5 Züge zur Verfügung. 1, 2, 3, 4. Rechne ich richtig? 1. Ein bisschen konservativ. 2, 3, sagen wir 4. 1, 2, 3, 4. Ne, das ist mir zu heiß. Ich fliege jetzt hier noch in den Shop. 1, 2, das sind 3 Sprünge. Also wenn man erwischt wird, ist man nicht sofort tot. Man kann sich freikämpfen, ist aber ziemlich verlustreich. Sollte man echt vermeiden. So, was habe ich hier? Augmentations, Ablenkungsbojen. Das wird die Rebellen um einen Sprung verlangsamen. Ist ja okay. Dann Emergency Respirators. Das sind so Sauerstoffmasken für den Notfall. Dann nimmt die Crew nur halben Schaden, wenn der Sauerstoff ausgeht. Und Advanced FTL Navigation. Da verstehe ich jetzt nicht. Allows the ship to jump to any previously visited beacon. Kann ich ja so oder so. Oder kann ich da einfach quer durch die Galaxie springen? Könnte sein. Weiß ich nicht. Schauen wir mal die Waffensysteme an. Hermes braucht mehr als Artemis. Auf eine Aufladezeit. Nee, ich wollte doch nicht kaufen. Verklickt. Naja. Der wäre viel interessanter gewesen hier, der Burst Laser One. Ionencharger. Der kann einfach 3-mal aufladen. Was hätte ich hier gehabt? Backup Battery, Mind Control. Ja, ja. Ist so ein spaßiges Ding. Da kann ich so für eine gewisse Zeit ein feindliches Crewmitglied übernehmen. Backup Battery gibt mir für 30 Sekunden ein bisschen zusätzliche Reaktorenergie. Ja, ist auch ganz nett. Jetzt gucke ich mal hier. Jetzt habe ich noch den Quatsch. Also ich werde
Das Augmentation Stealth Weapon werde ich verkaufen. Weil ich mache nicht auf Townshift in diesem Run. Dann Artemis, ich vergleiche mal, der braucht schon viel mehr. Was ist denn besser? Der macht 3 Schaden, der macht 2 Schaden. Nee, das ist total blödes System, dass ich hier Kohle vergeudet habe. Wo sind jetzt die Waffensysteme? Ah, natürlich Seite 1. Ja, jetzt bin ich ein bisschen in der Klemme. Was macht er? Der schießt zweimal mit einem Schaden. Ja, wäre nicht schlecht. Dann hätte ich mit dem anderen zusammen 5 Trefferpunkte. Da könnte ich schon recht was weghauen von Schilden. Ja, ich muss aber auch ans Reparieren denken. Ich kann beides. Also ich kaufe den. Dann repariere ich hier mal hoch. So bis 25. Dann habe ich hier keine Kohle mehr. Gut. Also jetzt schaue ich mir das schnell an mit den Waffen, wie ich das optimal machen. Der hat 12 Sekunden, 11 Sekunden. Ja, ich mache das so. Und ich werde jetzt nur die beiden Lasersysteme aktivieren. Passt so. Ja, jetzt braucht man halt einfach mehr Energie, mehr Waffen, Plätze. Dafür brauchen wir mehr Scrap, habe ich nicht, aber ins Nestsystem. Und weiter Scrap looten, um das Schiff auszubauen. Schutzschild Stufe 2 wäre auch angesagt. So, sorry, this is nothing personal, but we are under orders. So, das ist ein Rebellenschiff, diesmal ein bemanntes, sieht ein bisschen gefährlich aus, hat aber nur ein Waffensystem und ein Drohnensystem, schauen wir mal. Das Drohnensystem ist eine Anti-Combat-Drone, also ziemlich sinnlos, die würde meine Drohnen abschießen, habe ich nicht. Das ist, glaube ich, nur ein einer Laser. Ich denke, ich kann hier getrost aufteilen. So ich das sehe, bin ich... Was ich natürlich jetzt machen könnte... Ich könnte den jetzt einfach so eine halbe Stunde auf mich ballern lassen und so die Skills meiner Crew verbessern. Mache ich aber jetzt nicht, das ist ein bisschen langweilig für euch. Würde ich jetzt nicht ein Let's Play machen. Ich glaube, ich würde irgendwie etwas essen gehen oder ein Bierchen holen und die mal so eine halbe Stunde ballern lassen. Raketen interessieren nicht, weil ich werde vermutlich bald davon mich lösen von Raketensystemen. Ich will Scrap. Ja, war jetzt auch nicht der Burner, aber zumindest noch 2 Treibstoff. So, ja, es wird eng. Gut, habe ich nicht die Tour unten rum gemacht, das hätte ich nicht überlebt. Ab zum Exit Point. Jupp. Ja, hier sind wir. Da scheint nichts los zu sein. Ah doch, da kommt doch noch was. Also wir sind am Jump Point zum nächsten Sektor und ich habe hier eine Asteroiden-Minen-Kolonie, die rufen uns, grüßen uns. Was haben sie? House of Plus of Mining Exclusive Front. Sie haben keine explosiven Mining-Güter mehr, weil die Rebellen das System blockieren und sie fragen, ob ich ihnen irgendwelche Dinge anbieten kann. Ist jetzt interessant, normalerweise sind die Blauen immer die sicheren Gewinne. Na, ich mache das mal, ich kann ihnen sonst einfach Raketen geben, ich schieße mal.
Aber launching a military grade Vietnam friendly. Ja, die sagen jetzt, nee, das gehe nicht, dass da irgendjemand rumballere. Also ich gebe ihnen 5 oder 15 Raketen. Ich gebe ihnen 15. Vielleicht sind sie nun auch großzügig. Ach, das Advanced FTL Navigation. Kann ich das mal ausprobieren? Ja. Gucken wir mal, wie ich da jetzt rumjumpen kann mit diesem Ding. Ab ins nächste System, weil die Rebellen haben fast den ganzen Sektor eingenommen. Ich habe hier alles erledigt. 2, 4, 6, 8 Systeme, wie ich sagte. Ich werde jetzt aber trotzdem eine Pause machen. Ich lade dann einfach 2 Episoden pro Tag rauf, weil ich muss hier schnell mal aufs Klo. Muss auch sein. Ich werde mich aber noch schnell entscheiden, wo ich durchfliege. Ich bin immer großer Freund von Nebula-Systemen, weil ich da mehr looten kann. Hier oben habe ich 3 Nebula-Systeme, hier unten 2. Entsprechend geht es gleich in Nebula. Sonderheiten dazu. Sprung mache ich noch. Hier sehen wir. Und die Sonderheiten von Nebula werde ich euch dann im nächsten Let's Play erklären. Für den Moment ist Schluss. War jetzt auch schon recht lang, 51 Minuten. Ja, dann schaut ins nächste rein. Bis dann. Tschüss.